grüßt euch benannt. Heute Fuhrersorg TV aus dem Böhmischen Wald, aus Wallern, der Wallerei. Heute habe ich einen persönlichen Assistentin dabei, die Rosa. Stell dir mal vor, wo kommst du her? Servus, ich bin die Rosa, geboren in Wasserburg, bayerisch, 8 Jahre Berlin. 8 Jahre Und Berlin. jetzt Wallern zum Kochen. Ja, wir machen heute ein Rahmgulasch mit Schwammerl und Semmelknödel dazu. Ganz ein klassisches Gericht. Da werden wir jetzt erstmal hier die Zwiebeln herschneiden für die Knödel. Die werden kurz dann in Butter angeröstet, mit der Milch aufgossen und dann mit Knödelteig vermengt. Die anderen waren im Wald draußen, Schwammerl suchen. Oh, schau mal! Anna-Baba. Ich habe was gefunden. Ach so, hier? Au. Oh, toll. Sehr groß. Hi! Hi! Ich habe auch noch falsch So, ich glaube, das ist gut. Wir haben dann natürlich in der Küche auch einiges zu tun. So, dann werden erstmal die Zwiebeln hier angeröstet. Was du schaffst, machst du. Na, brauchen wir momentan nicht. So, die Zwiebeln werden gerade angeröstet. Würzen schon recht schön. Goldbraun brauchen wir es natürlich. Haben wir natürlich immer Schwergeräusche ab von hinten. Das ist ja auch wilde Party, müssen wir natürlich auch sagen. Das ist die Hüttengaudi von Lorenz und von der Arno von Fuhrersorg TV. Alles Gute, oder Rosa? Alles Gute Von uns zwei. an die 2 zum 25. wie ich gehört habe. Genau. Die Zwiebeln werden dann mit einer guten Bio-Alpenmilch 3,8% Fett. Fetten ist der Geschmack, das weiß auch jeder. Das ist ein kleiner Trick, da gieße ich jetzt schon die Zwiebeln auf, die ich ja schön angeröstet habe, da sieht man schon wieder warm aus. Mei, Wahnsinn. Und das kommt dann so ein bisschen gewürzt noch in die Knödelmasse rein. So ein bisschen Muskat. Gibt dann auch noch die Sonnennote. Das bloß so ein bisschen anwärmen, nicht zu warm, weil sonst haben wir das Knödelbrot. Aber ist ja giftig. Der kann auch giftig und bewusstseinserweitert sein, ja, das stimmt schon. So, für die Masse würde ich mal sagen, machen wir 4-5 Ohr eine. Bio-Eier von freilaufenden Hühnern natürlich. Auch vom Bauernhof aus Ottering, da wo wir herkommen. Auch noch schöne Grüße an Mais auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde das jetzt mit weiblicher Hand weiterführen, weil du grantest mir einfach immer zu. Nein, also der Scherz, wenn wir da Ausflugsspecial. Ausnahmsweise. Ich hoffe auch, dass es nicht so schlimm ist für die, aber werden wir schon drin. So, die Eier haben wir drin. Die Knödelmasse habe ich davor schon vorgewürzt. Jetzt können wir das noch mal kurz rühren. Na, Rosa, hast du natürlich schon die Petersil hergerichtet. Die habe ich noch nicht hergekriegt. Die magst du jetzt gleich gleich machen. Der Andreas hat ein bisschen Basilikum zum Petersil. Was wolltest du damit bezwecken? Du, wir haben ja das Problem, dass sehr viele Vegetarier hier in dem Haus heute gerade sind und da wird so Grünzeug nicht alt. Jetzt haben wir Petersil eigentlich für die Knödel geholt, das haben wir zu wenig gehabt. Das machen wir eine italienische Note einfach noch mit ein bisschen Basilikum eigentlich. Das schaut auch nicht. Und dann kommt das drauf. Ah, haben wir schon zuerst gemacht. Macht gar nichts, schütten wir ein bisschen Keule hinterher. Sonst verbrennt man wieder gleich die Finger. Das muss natürlich jetzt vermengt werden. Ich darf auch ein bisschen durchziehen schon mal. Was muss man schauen beim Knödelberg? Mei, dass wenn man gut würzt, nicht zu viel Eier, nicht zu viel Milch, immer ein bisschen Knödelbrot noch aufhalten, weil dann kann man nämlich noch was einschmeißen, wenn es dann wirklich zu batzig wird. Da haben wir fürs Gulasch kann man eigentlich schon die Zwiebeln reinhauen. Sehr gut. Wo haben wir denn das andere Knödelbrot? Da kommen wir noch was dazu da. So,
Knädelteig kann man jetzt einfach ein bisschen ziehen lassen. Beim Waschen immer die Hände. Sauberkeit ist auch immer wichtig in der Küche. Magst du die Zwiebeln glasig oder ein bisschen obrein? Mit die Schwammerl. Ja, bisschen noch, da können wir jetzt erstmal die kleinen Schwammerl rein. Also ich tue immer, welche kannst du klar schneiden, die kann man am Anfang mit den Zwiebeln schon mit rein, dass man so einen schönen Pilzgeschmack reinkriegen. Und die anderen kann man dann einfach ein bisschen später dazu, dass die dann auch noch einen Biss haben. Die sind jetzt ein bisschen drüber geschnitten, weil so geht uns die Zeit aus in der Küche. Das wird dann gleich mal gewürzt. Salz, Pfeffer, mehr da braucht man nicht. Und dann kriegen wir da schon so ein bisschen Röstaroma rein. Unsere Mädels waren halt schon sehr fleißig, die waren draußen im Wald, Schwammerbrocken und haben da wirklich einiges zusammengebracht. Oh, die sind aber braun im Vergleich zu den weißen vorhin. Oh, und noch ein Schwammer. Noch eins schon. Und schau da noch ein. Eine Sau glaubt es aus dem Scheich. Oh, das sind auch noch Schwammerl. So ein Glück. Das dürften aber dann die letzten sein. Mal schauen, ob wir das überhaupt alles unterkriegen. Das Fleisch ein bisschen weiß, wenn wir das rein. Olivenöl noch. So, der Spaß für den Koch darf natürlich auch nicht fehlen, da wir in Tschechien sind, haben wir hier ein Gambrinus, tschechische Spezialität, wenn wir einen Kochlöffel mal aufmachen und sage ja schöne Grüße nach Bayern, die haben auch ein super Bier da. Prost, Meißi. Prost, Fleischi. Bisschen Pilsnermäßig, was spritzig, genau das Richtige. So, wir haben dann eigentlich hier schon alles vorbereitet zum Knädeltragen. Die Rosa dort hinten nur die Däpfchen richten, dass wir Wasser haben. Und dann fange ich einfach schon mal damit an. Was ganz wichtig ist, dass man eine Schüssel mit kaltem Wasser da hat oder darf ein bisschen lauwarm sein. Und von der Knädelmasse einfach was nehmen, schön dran und außen dann mit den nassen Händen verschlieren, dass es dann zu ist, weil dann fallen es auch nicht auseinander. Müssen wir jetzt auch dazu sagen, wir kochen da jetzt für ca. 20 Leute. Darum ist das bei uns alles ein bisschen aufwendiger, was da gemacht wird. Rosa, wie schaut es denn aus bei dir? Da darfst du dann Weiter dran. weiter dran, kommen wir auch zu zweit. Wohnst du jetzt nicht wieder in Minga oder schon, oder? Ja, Schwabing, Schwabing. bei der Schickeria. Das ist aber auch recht schön, ihr habt eine schöne Wohnung, kennen ja schon länger. Die Ann und die Lea ja auch schon mal drin gewohnt, gell? So schaut's aus. Jetzt gibt die Lea bald zurück, jetzt wird es das. Was sagst du da dazu? Über den Wolken. Ja, du musst die Freiheit wohl grenzen lassen. Dann habe ich hier jetzt schon für die Sauce Sahne und ein bisschen Creme Fraiche zusammengetan und das ein bisschen gewürzt. Da gießen wir jetzt schon mal das damit auf, dass da eine richtig schöne Rahmsauce wird. Und kann man dann einfach nach Belieben noch was dazu tun. Nichts für feine Ladies. Machen wir mal kurz ein bisschen was für Knödel. Ja, nee, ich bin gerade eher komisch veranlagt. Köstlich. Ja, wichtig ist, dass wir Schluss nicht machen. So gut. Ja, so schaut's aus. Fudersock TV live unterwegs in der Tschechei. Unsere erste Auslandssendung eigentlich, wenn wir so singen. Und ich glaube erst unser zweites Studio. Gast weiblicher Form. Wer war bisher da? Die Meyer-Babsi war mal da. Auch bekleidete Köchin. So, ein bisschen Würze schaut mir. Dann nehmen wir das auf den Fisch ein und dann machen wir es produzieren.
Bei der Rosa sieht man ja auch gleich, dass die vom Fach ist, dort nebenher nur am Wasser kochen, das Wasser warm machen. Da wird effektiv gearbeitet, wie ein Hausverstand. Oder? So schaut's aus. So schaut's aus. Gelernt ist gelernt. Und so ein gutes Bier. Vielleicht noch ein Wort zum Knädelkocher. Was ist wichtig? Das Wasser sollte nicht zu heiß sein. Oder ich weiß gar nicht genau. Wie man. 7, oder? Da sollte ich vielleicht die Klappe aufmachen, wenn man das Wasser raus tut. Das ist auch so ein kleiner Tipp noch. So, im Endeffekt haben wir das handwerklich jetzt hinter uns, die Knädel müssen ziehen. Die Soße noch ein bisschen einkochen, die wird dann reduziert mit ein bisschen Mehl. Und dann müssen wir bloß noch die Leute zum Essen rufen. Ich würde jetzt einfach sagen, wir machen unser Zeug fertig, dann kommen die Leute zum Essen, da dürft ihr mal kurz vorbeischauen. Und bis dahin habe ich dir schöne Grüße aus der Tschechei. Tschechien. Tschechien, Entschuldigung, tut mir leid. Rosa und Fleischi aus Valerie. habe dir. Servus. So muss es sein, das bin ich gewohnt. So, da sieht man schon. Sauberen Schwammerl eine, schöne Rahmsauce dazu. Mehr braucht man nicht. Pudersock TV. Abonnieren, followen, subscriben, alles miteinander. Mahlzeit. Und anrichten, ein bisschen Liebe sollte auch dabei sein. So. Schmeckt richtig gut. Diese Konsistenz. Lecker. Ja, da legst du nieder. Saugut. Einfach fantastisch. Einmal. Saugut. Auf einem weißen Blatt Papier. Meist ist gut. Ja, geil. Beste Raumschau mal ever. Foodasok TV.